Um das Ganze einfach einmal gesagt zu haben, so schaut unser Spielstand in der Dateiauswahl momentan gerade aus. Ich gehe mir davon aus, dass da, wo die 3 Nuller stehen, eigentlich die Anzahl der goldenen Skulltulas stehen sollte, aber aus irgendeinem Grund ist es wahrscheinlich verbuggt. Wir machen jetzt aber nicht ganz normal weiter, denn ich habe was vor. Wir müssen in die Zitadelle der Zeit nochmal und uns zurückverwandeln. Oder nicht, weil erstmal Schick da ist. Okay, passt da. Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Wollte ich gerade machen. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Genau, das ist der Punkt. Das wollte ich ja gerade machen, aber Schick, du hältst uns gerade verdammt auf. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Oh, will eine Agler nochmal ein Lied? Chillig. Schon wieder so ein schönes Lied. Das alles war überhaupt nicht geplant. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Ich wollte eigentlich nur was sagen mit Young Link noch hin. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Mare, wir sehen uns wieder. Not! Putz! Oh, ich war gerade ein bisschen gelegt. Schade, schade. Aber genau. Gut, dass wir nur mehr Erklärung für das ganze Gering. Ablegen. Aha. So nennt man das. Und hat's funktioniert? Ja, tatsächlich. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt endlich das machen, was wir machen wollten. Unter anderem ist Folgendes geplant. Als erstes steht auf dem Plan, so viel Erbsen zum Kaffee wie nur geht. Ich verkaufe sie normalerweise an niemanden. Super Preis, 80 Rubine. Ja. Dann können wir gleich mal schauen, wie weit das wirklich weitergeht mit den Erbsen. Ich möchte immer nur Bohnen sagen, es ist halt so dumm. 500 Erbsen, die sind sehr teuer, aber ich verkaufe sie gern. Aber ich muss mindestens 90 Rubine für eine haben. Passt. Scheiße viel Geld, aber deswegen haben wir ja die fette Börse. Wir verkaufen Wundererbsen. Du willst sie kaufen? Na gut. 100 Rubine für eine. Juhu. Okay. Wir sind bei meine predicteden 100 angelangt. Also... Schauen wir mal, was sie jetzt noch sagt. Oh, wie schade, die Wundererbsen sind ausverkauft. Wie bitte? Oh, diese hier sind unverkäuflich. Okay, die anderen braucht er selber zu fressen. Ja gut, perfekt. Also wir haben noch 5 Erbsen, die wir wo einpflanzen müssen. Schauen wir gleich mal noch ein paar Orte, die ich mir noch eingemerkt habe. Aber vorher müssen wir den Fresh noch was vorspielen. Das 5. Lied. Hymne des Sturms. Wow, ein cooler Song, Freund. Singen in the Rain. Wirklich schön. Steck dir das hier als Gage für den abgefahrenen Gig ein. Alles klar, wir sehen uns.
Ein Herzteil. Yes. Danke dir. Und weiter geht's. Next Stop, der Friedhof. Und zwar nachts. Weil da haben wir zum Orner da drum nur goldene Skulltula, die wir Ewigkeiten nicht holen können haben. Aber dank dem Bumerang haut das jetzt ganz chillig hier. Oh, hallo. Nicht direkt schmeißen. Jetzt darfst du schmeißen. Mhm. Symbol Sacken nicht vergessen. Und dann haben wir da auf der anderen Seite noch was. Da ist ja ein Loch im Boden, da haben wir schon Käfer reingehauen, aber wir haben nur keine Erbse gepflanzt, weil wir die zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt haben. Gut. Müssen wir uns immer noch merken, weil wir da als Erwachsene nochmal zurückkommen müssen. Wir sind einfach mal komplett geisteskrank und wir sprinten einfach rückwärts durch. Oh shit! Ja, okay, gut. Aber wir waren schon an der Wand. Dann hat uns der letzte schon mal treffen dürfen. Ist komplett okay. Durch die Maske des Wissens kriegen wir vom Schickerschein nochmal einen Tipp. Und der sagt uns, man erzählt sich, Big Gorons Schwert wäre unzerbrechlich. Oh ja. Und dieses Schwert werden wir uns im Laufe der Zeit nochmal genauer anschauen. Und wir haben tatsächlich schon was dafür da. Hallo Eule, du bist immer noch da. Wir sind vorher da noch nicht reingegangen. Und so wie ich gehört habe, müsste da sogar noch irgendwo ein Skulltula sein. Der Todeskrater. Extreme Hitze. Wir haben 1,20 Zeit. Also, wir sind das letzte Mal da unten rausgekommen. Ups, warum? Das wird jetzt nicht. Oh! Okay, jetzt haben wir vielleicht ein Problem, ein bisschen Stress und so, aber... ja. Wir kommen nämlich in den Todeskrater von mehreren Seiten. Logischerweise einmal von oben. Und einmal halt durch den Durchgang bei... Darunia. Was war denn da oben? Also wir können jetzt so relativ wenig ausrichten, aber ich habe gehört, dass da irgendwo... Ah ja, schau hier, schau hier. Irgendwo ein Skulltula Save so jetzt. Deswegen schauen wir mal. Weil wir können dann nicht wirklich weit gehen. Echt jetzt? Ich möchte jetzt aber schon wissen, was du sagst. Man erzählt sich, dass Medigoron nie über seine Größe nachgedacht habe und deshalb seinen eigenen Laden in Schutt und Asche legte. Medigoron? Wer bist du denn? Medigoron? Ah. Gibt ja ein Big Goron und Medigoron. I see, I see. Da kann vielleicht noch was drunter sein. Okay, kriegen wir uns auf die Fresse. Oh, nicht einmal. Entschuldigung. Gehen wir mal da rein. Mhm. Können wir uns auch noch was abholen? Wir nehmen alles mit, was geht. Wir können richtig fett viel Rubine dran. Oh. Bomben. Ja, toll. Ja, wenigstens wieder aufgefüllt. Und was sagst du uns noch? Man erzählt sich, Ganondorfs schwarzer Hengst wäre ein Bote aus der Hölle. Okay. Wir kriegen ja echt heftige Tipps. I see. Gut. Ist da noch was? Außerdem, was ich gehört habe, Mako, sogar Herzteile mit dem Bumerang holen. Aber das ist viel zu weit weg. Und dann vermute ich ja, dass man es mit dem Enterhaken auch kann, weil das ist jetzt so das Pendant dazu. Deswegen, oh, shit, Alter. Ich wollte schon da runtergehen, ja. Aber ich hab ein Schiss gehabt.
Lol, wait. Da ist auch ein Herzteil? Wie geil ist das denn? Aber, was mir gerade kommt. Muss ich da dann noch her? Oder macht es da keinen Unterschied? Wegen des Skulltulas Money. Chillig. Ey, wenn ich das gewusst hätte, dann war ich da schon viel früher gewesen. Ey, was ist denn da sonst noch? Ich traue mich da gerade nicht weiter runtergehen, weil sonst läuft die Zeit ab und dann sind wir halt am Arsch. Ey, das macht gerade so Bock. Man hat ja vorhin schon gesehen, dass da irgend so eine Einbuchtung ist. Aber dass da ein Herzteigler ist, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber umso besser. Na, bist du? Da! Oh, das war so klar. Dankeschön. Skulltula, Skulltula. Wenn wir jetzt nur mit der Nacht da sind, gehen wir davon aus, dass da wahrscheinlich nur Skulltula sein kann. Ich möchte mir kurz den Himmel da anschauen, weil das ja eigentlich schon geil ist, so aus dem Krater raus. Boah, boah, boah. Schaut furchterregend aus. Meine Vermutung ist, goldene Skulltula bei dem einer schicker Stor. Nö. Schade, schade, schade. Schauen wir mal da runter. Da unten sieht man so ein Tempelsymbol. Also wie beim Waldtempel da halt. Und wir im Hyliasee haben wir es auch schon gesehen. Da ist als Erwachsener normalerweise auch noch irgendwas. Weil da unten nämlich nur Erbsenloch ist. Wo wir nur noch keine gepflanzt haben. Sondern nur Käfer reingejagt haben. Die Aufholjagd nimmt Gestalt an. Hallo liebe Killer Ananas. Ja. Ich habe einfach fett verlesen. Killer Ananas, oh Gott. Aber ich wüsste jetzt eigentlich, wie man es dann aussprechen soll. Killer Ananas? Oder Killer Ananas? Killer Ananas? Keine Ahnung. Egal. LOL! Und da hinten sieht man den den Läufer. Der dieser Jogger da, dem wir die Dings verkauft haben. Die Hasenohren. Der sprintet jetzt ohne Ende, Alter. Der ist übermotiviert. Okay, wie ich gerade festgestellt habe, kommt man doch von der Steppe aus zum Hyliasee, indem man einfach darüber gerechselt. Jetzt auch nochmal eine Kamerafahrt. Geil. Hyliasee. Stimmt, wir haben ja gar keine gehabt, als wir da aus dem Sora-Loch gekommen sind. Oh. Naja. Aber wir müssen sowieso nochmal daher. Der Grund, ein goldenes Skulltula. Und zwar die da. Haben wir ja noch nicht einsammeln können. Hey, nein, nicht direkt schmeißen. Oh, es war fast so schon wieder. Gut, ey, es ist so gut, dass man die Symbole auch noch anvisieren kann. Perfekt. Und weiter geht's. Ah. Habe ich mir noch gedacht. Das war jetzt so ein typisches Ding, wenn mit dem Rumble Pack, wenn man das aktiviert hätte, oder wenn ich wüsste, wie man es aktivieren kann, oder Parts, chillig, dann hätte man gespürt, anhand von der Rumble-Funktion eben, dass da ein Geheimnis wäre. Aber wir haben kein Rumble. Das ist halt echt belastend. Hallo? Und weißt du, und ich rede halt auch noch die ganze Zeit davon. Und hab überall nachgeschaut, ob die vielleicht mir ein Herzteil verkaufen. Und der macht's. Der verkauft mir ohne Scheiß für 10 Rubine ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Oh yeah. Der 12. So muss das laufen, Alter. So muss das. So mag ich das. Ja. Wir waren ja schon mal an der Stelle. Da bin ich da an dem Baum ohne Post. Ja. Aber, wo wir noch nicht waren, in der Richtung. Und man sieht schon, es wird ein bisschen
einödiger, sagen wir es mal so. Und da bin ich wieder an einem Punkt, wo ich keine Ahnung habe, wo ich auch wieder ein bisschen erkunden muss. Aber ich glaube, ich finde das mal ganz schön. Da kann auch safe wieder irgendwo so ein Bombenloch sein, das wir freischießen müssen. Vielleicht da in dem Storkreis. Kommen wir da drüber? Ja. Sag ich's doch. Bomben nehmen wir mit. Haben viel verschossen vorher. Überall sind Skulltula-Netze, Spinnerweben. Ah, ist gerade was eingefallen. Wir haben sie noch nicht hergenommen, aber noch nicht. Dann wird es jetzt einmal Zeit. Let's go! Dins Feuersturm, glaube ich, hat es geheißen. Oder geht's weiter? Lol. Oder hat der schon Dins Feuersturm? Ah, Dins Feuer Inferno. Und ich glaube, ich habe rausgefunden, was das MP6 heißen soll. So nach dem Motto Magiepunkte 6. Also praktisch, dass mir 6 Magiepunkte kostet. Ja, das links da bringt mir doch eigentlich nichts. Und da drüben ist halt eine Kur, ja, die mir halt auch nichts bringt. Na, das ist goldene Skulltula. Ah, schau hier, schau hier. Dann machen wir da auch noch frei. Feuerinferno! Lol, bist du da drüben auch? Lol. Ja, umso besser. Aber die goldene Skulltula, die nehmen wir natürlich mit. Dankeschön. Das erste Mal, dass wir wirklich Magiepunkte wieder brauchen. Ich sag jetzt mal nichts dazu, aber vorhin hat das einfach so ausgeschaut, als darfst du hinten weitergehen. Du ist halt nicht. Fuck. Oder umso besser, weil dann können wir gleich weitergehen. Ich verstehe nicht, was die Kur bringt. Wir können die ja nicht Mecher oder so. Zumindest klar wie das. So, wo geht's denn da weiter? Gerudo-Tal. Das ist doch das Reich von Ganondorf. Trauen wir uns da schon hin? Das Ding ist, ich weiß, da können wir jetzt noch als junger Link ein bisschen was holen. Und deswegen gehen wir jetzt da hin. Ja, Navi hat die Fresse. Wir müssen kurz ein bisschen uns in feindliches Gebiet wagen. Oh, ja, sieht man schon. Gut bewacht. Und das erste Mal sieht man die Gerudos. Das Gerudo-Tal. Wisst ihr, eigentlich habe ich gemeint, das wäre jetzt so eine riesen Nachholfolge, aber im Endeffekt tue ich schon wieder einen Haufen nice erkunden und so. Und deswegen habe ich gerade kein Facecam. Weil das eigentlich nur so schnell Nachholding ist und da hängt das Skulltula irgendwie ganz komisch in der Luft. Ja, moin. Aber gut, dass noch das. Ich habe hier gehört, die werden wir brauchen. Ey, ich kann mich 0,0 an jetzt irgendwas erinnern. Ich weiß nur, dass da irgendwo so ein Zimmerer-Save wert oder so, aber der. Nein, der ist ein. Wie mehr erwachsen sein ist der da. Ach, nein. Die Brocken, Hähner. Okay. Vielleicht kennen wir ja gar nicht weiter, wer weiß. Klippenspringen verboten, es schadet der Gesundheit. Ah, da ist eine Kisten. Was ist da? Das habe ich nicht genau gesehen. Nein, ich wollte doch nicht. Ich wollte doch jetzt nicht mit Lavi reden, ich wollte da runterschauen. Das ist ein Stor, den wir wieder neben Bomben zerschießen können, glaube ich.
Aber wir können da rüber, wahrscheinlich mit der Hähne. Ui, das sind die Gerudo-Kriegerinnen. Ich sage jetzt mal Nebenehre dazu. Ich freue mich nur, dass wir jetzt einmal in so ein Gebiet kommen. Oh, die Mucke! Oh, weil jetzt da gesetzt die Mucke, ey. Digga, das ist doch einfach nur genial, oder? Aber dann springen wir wieder rüber. Wenn wir es nicht schaffen, dann... Naja, hat halt Gandalf gewonnen. Aber wir schaffen's. Okay, da werden wir wohl mal anders hin müssen. Jetzt halt, wie erwartet. Oh yeah. Das ist doch einer der besten Tracks, oder? Was ist denn da unten? Leute, geht's weiter? Nein, ich hätte die Hähne nochmal holen müssen. Scheiße. Ah, die pflückt schon wieder da auf, ey. Ey, ohne Scheiß. Das die genommen haben, keine Ahnung. Die sind aufgepeppt. Kurzer Test, ob ich vielleicht nicht irgendwie sowas machen kann. Na. Aber wir werden sowieso nicht zerschießen können. Dann springen wir einfach mal runter. Das hilft ja nix. Ah, wir werden doch safe in den Heil der sehr jetzt gespült, oder? Ja. Habe ich mir doch gedacht. Okay. Ist mir wieder eingefallen, das war was sehr Nerviges von früher. Also mir hat's aber genervt. Lol, Alter, die Strömung, jetzt ist immer mal gut. Lol. Skulptula, da einmal sagen. Und also, ist da Gerudo drin? Ist da Gerudo runter? Ja moin. Wo springen die eigentlich hier? Was mache ich denn? Da ist ein Lotte. Nicht dabei. Chicken. Piss die mal. Oder na, warte. Bleib mir kurz noch mit da. Hab das Gefühl, da muss man noch mal was mit dem Chicken machen. Das ist wirklich ein Gerudo. Ich hab ein bisschen Schiss, dass die mir jetzt gleich irgendwie schnauzt oder so. Aber lass mich mal kurz, dann muss ich ja noch mal schauen. Ich denke mir die ganze Zeit hinter so einem Wasser kann easy was sehen. Da schon mal nicht. Naja, okay. Dann, ciao. Was hast du mir zum Sagen? Warum bist du schon wieder hier? Was? Willst du mich etwa noch einmal dasselbe fragen? Naja, wenn du sowieso schon da bist, dann mach das Beste daraus. Hä? Alter, wir haben doch gar nicht miteinander geredet, aber... Was da? Lol. Ich wollte jetzt gerade eigentlich rollen und da die Kisten grob machen. Also, ich weiß nicht, warum die Gerudo da meint, dass wir schon mal miteinander geredet haben. Weil haben wir ja nicht. So, erstmal Käfer schauen. Direkt wieder angraben. Skulptula! Dankeschön. Und natürlich die Wundererbse. Tipptopp, uns fehlen nur noch 2.
glaube, die Strömung reißt uns weg. Nein, nicht einmal. Schon weg. Ja. Warum kommen wir da rauf? Was ist da drin? Ist da Skulptura? Es ist ein Herzteil gleich, Alter. Ui. Jetzt haben wir noch 2. Alter, heute ist ja mal richtig der Herzteile Skulptura-Tag. Wahnsinn. Ah ja, by the way, kann ich gleich mal über einen kleinen Bug informieren. Und zwar ist es so, sobald man diese Säge da kriegt, die da, kann man nimmer mit der Maske des Wissens und mit der Schädelmaske seine Deko-Stäbe und Deko-Nüsse aufstocken lassen. Das ist irgendwie ein kleiner Bug, keine Ahnung, warum das so ist. Außerdem, das ist ja kein Muss, das da. Und das ist ja nicht so wichtig, aber ich wollte es halt sagen, ich wollte es halt haben. Ja, so ist es halt. Gut, dann schauen wir mal auf die Gucken. Die werden es wahrscheinlich eh wieder runterschmeißen oder sowas, keine Ahnung. Hallo. Hinter diesem Tor befindet sich die Gerudo-Festung. Kinder haben hier nichts zu suchen. Ja, wow, schön. Gut, dass wir drüber geredet haben. Toll, mehr geht also nicht. Ah ja, Leute, bei einem Blick auf die Karte habe ich gerade festgestellt, dass man ja sehen kann, wo man die Skulptur schon alle hat. Und das Symbol schaut so aus. Links neben dem Namen ist dann so eine goldene Skulptur abgebildet und die London Farm, auf der ich so oft war, ohne Scheiß, das war für mich der wichtigste Punkt irgendwie die ganze Zeit, keine Ahnung, ist einfach so, haben wir jetzt schon alle. Das ist gut. Aber so haben wir einen Anhaltspunkt, wo wir so haben müssen. I like it. Ah ja, stimmt, ganz vergessen. Jetzt als Erwachsener. Chip. Können wir ja eigentlich da rauf. Junge. Alter, wie war's mir an der Kanten festhalten oder so? Das war wirklich ein schwacher Move. Hallo? Danke. Und nochmal Herzteil. Oh, du Wichser. Dummer Wichser. Grüß dich. Das war da ja. Oh mein Gott. Oh. Oh, ich war so ready, da richtig ready zu schwitzen, aber ich hab's Gott sei Dank First Try geschafft. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Ja. Und dieses Geschenk nützt mir noch mehr. Und zwar kriege ich da doch wieder einen neuen Herzcontainer. Und zwar muss man dieses Rennen unter einer Minute schaffen. Dann kriegt man einen weiteren. LOL. Man kann einfach mit Epona zum Heilia sehen. Da sage ich nichts dagegen. Gut, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Es muss ja da sicherlich irgendwas geändert haben. Na, eigentlich, das was ich machen möchte, ist ganz was anderes. Ich wollte jetzt nämlich darüber gehen zu diesem Fatal. Man sieht, oh shit, der See ist fast komplett ausdrückt. Aber wir kommen zum späteren Zeitpunkt dann nochmal her. Ich möchte nur wegen einem bestimmten Ding her. Hallo du. Wegen dir bin ich da. Hey, bist du nicht der Typ aus dem Kokiriwald? Mann, bist du gewachsen. Okay, das ist ein Lied. Was? Ich habe eben ein Elefantenhirn. Du hast eher ein Hirn wie ein Sieb, mein Guter. Nimm deine Ocarina und flöte das Lied, Süßer. Wir haben ja schon mal was vorgeflötet. Hey, die Ocarina, spiel ein Lied damit, Süßer. Und das ist das, was wir vorgespielt haben. Vor so einem Jahr. Die Vogelzeichenpolka. Oh yeah, das ist es. Das geht ab. Mir haut's den Vogel raus.
Ich habe das nie vergessen. Ich habe ja kein Stromhirn. Ich glaube, du hast dir eine Belohnung verdient, Süßer. Ich habe eine prima Idee. Mein Bruder Balzac reist in ganz Hyrule herum. Wenn du ihn rufen willst, dann spiele dieses Lied. Wenn der in der Nähe ist und es hört, dann wird er dir helfen. Bin schon wieder in den Flugmodus. Genau. Balzac, der ist ja da gestanden. Reist es in der Welt um und wir können ihn an bestimmten Stellen rufen.